diesem Video erkläre ich euch die Bildung des Perfekts. Die Zeitform des Perfekts verwenden wir fast immer, wenn wir über die Vergangenheit sprechen. Vor allem, wenn wir sprechen oder wenn wir in formellen Texten schreiben. Ich habe gesungen entspricht auf Katalanisch den Formen he cantat, cantava, vaig cantar. Wie bildet man das Perfekt? Mit einem Hilfsverb, Verb Auxiliar. Das Hilfsverb wird konjugiert und steht auf Position 2. Und dann mit einem Partizip 2, das am Ende des Satzes steht, bleibt immer gleich. Hier könnt ihr sehen, wie das Hilfsverb konjugiert wird und das Partizip immer gleich bleibt. Wie schon gesagt, es gibt zwei Hilfsverben zur Bildung des Perfekts: haben und sein. Wann verwenden wir haben und wann sein? Die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben. Daher ist es ausreichend zu wissen, wann wir das Perfekt mit sein bilden. In allen anderen Fällen benutzt ihr dann haben. Zum Beispiel, fast alle transitiven Verben, also Verben, die mit einem Akkusativ stehen können, bilden das Perfekt mit haben. Auch alle reflexiven Verben bilden das Perfekt mit haben. Das Hilfsverb sein verwendet man mit Verben, die eine Fortbewegung, das heißt eine Bewegung von einem Punkt zu einem anderen, ausdrücken. Denkt zum Beispiel an fahren, fliegen, schwimmen, gehen, klettern, reisen, spazieren, springen oder wandern. Außerdem mit Verben, die eine Zustandsveränderung ausdrücken, wie aufwachen, einschlafen, erscheinen, sterben, verschwinden. Und außerdem immer mit den Verben sein, bleiben und passieren oder sein Synonym geschehen. So viel zum Hilfsverb. Und nun erkläre ich euch, wie man das Partizip Perfekt bildet. Regelmäßige Verben bilden das Partizip 2 mit dem Stamm. Das ist das Infinitiv ohne die Infinitivendung. Und dann der Endung t. Zusätzlich haben sie auch das Präfix g. Partizipien von regelmäßigen Verben mit der Stammendung d, t, m oder n haben die Endung et dann, genauso wie im Präsens. Zum Beispiel bei arbeiten wird das Partizip Perfekt gearbeitet mit einem e dazwischen. Auch passiert das bei anderen Verben wie zeichnen, rechnen, reden. Eine eigene Gruppe der regelmäßigen Verben bilden die Verben mit der Endung iren. Sie bilden das Perfekt ohne den Präfix g. Bei den unregelmäßigen Verben finden wir normalerweise die Endung en. Außerdem ändert sich der Stammvokal bei manchen Verben. Am besten ist es, wenn ihr diese Partizipien auswendig lernt. Zum Schluss
seht euch mal die Bildung des Partizipes mit trennbaren und untrennbaren Präfixen. Bei trennbaren Verben wird die Vorsilbe G zwischen dem untrennbaren Präfix und dem Verbstamm angefügt. Sowohl bei regelmäßigen als auch bei unregelmäßigen Verben. Die untrennbaren Präfixe sind halt untrennbar. Man kann sie nicht vom Stamm trennen. Deshalb wird das Partizip 2 von diesen Verben ohne die Vorsilbe G gebildet. Und das ist alles. Wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch. Bis bald!